Onse Jeschicht. Dit is de geschicht van de oud-kolonie Mennonieten, die in de 1920 jaren van Canada uit de provincien Manitoba en Saskatchewan naar Mexico, naar staat Chihuahua, bij San Antonio de los Arenales, en groten Bastillestoel, zich loont, Keipendeiden en door een Amzielendeiden. George Rampel, die de geschicht uitstudeert en taubstelt, is zelfs in Mexico geboren, door opgewassen, en heeft veel van dit zelfs met beleefd. En dem van deze afschnitt is wieder de rede van wo de General Conference een aanvang gekregen heeft bij Cuauhtémoc en wil ik de school Obregon ontwikkeld heeft. Dit is de bereik Radio CHPD, een plaatselijke radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie een Rampel en ik wens je een gouden ontvang. Onse Jeschicht Nummer 54. Ditmaal zal we nog wat meer van de algemene conferentie der arbeid in Chihuahua vertalen en van wat deze arbeid daartoe bijgedragen heeft, dat immer nog meer oud-kolonische en kleingemeente ouderen Kinderen betere schoolbildung geven kunnen. En ook wat dadurch in onze Geschichte geändert heeft. Wir haben letztes Mal noch gerade gesagt, dass ältester Isaac am Dick mit Aaron Redekop und Cuauhtémoc geredet hat und ihm gesagt hat, dass der Hoffnungsauer Gemeinde, die oud-kolonische, uitgeschlossene Gemeindenglieder nicht sollen in ihre gottesdienstliche Versammlungen kommen lassen und auch nicht den ihre Schulkinder in ihre Schulen. Und Aaron Redekop, dem dort Hoffnungsauer Kirchengebiet und auch den ihre Schulgebiete nu al sozusagen allein gehielten, weil seine Brüder mit ihren Familien dann all nach Kanada getroffen wären, die wohl die oud-kolonische Leiders entschieden nicht gegen sich haben, wie es dort ihnen geschafft sehr schoden kann. In der Konferenzarbeiter merkten all in dem 1962-63 Schuljahr Spannungen zwischen An und Aaron Redekop. Im Fahrjahr 1963 merkt Aaron Redekop dort ganz klar zu ihren Schullehrers, dat dit het laatste schooljaar zijn wordt, wo de uitgesloten oud-kolonie ihre Kinder en de hoffnungsauer school worden komen derven. En dan wil Redekop ihren Prediger im Fahrjahr 1963 dort te bereden, oder am dort versagen, dat hij de uitgesloten oud-kolonische Vorderstadt aufsagen soll, mit ihrer Familie taub in ihre gottesdienstliche Versammlungen zu kommen. Aber die in Chihuahua angestellte Konferenzarbeiter wären sich darin alle einig und sehen zu Aaron Redekop, wir derben und wir waren keine Menschen dort verbeiden, zu unseren gottesdienstlichen Versammlungen zu kommen. Denn dort wird je in unserer Konferenz ihre Prinzipien sein, keine Menschen darf man dort verbeiden, in gottesdienstliche Versammlungen zu kommen. Und dann, in Betloter, bald nachdem die sogenannte Feierskirche zu Ende gekommen war, und die jugendlichen Personen, die durch in der Hoffnungsauer Kirche ihren Unrecht gekriegt hatten, gedeiht worden wären am 23. Juni 1963, dann lädt Aaron Redekop die Konferenzarbeiter Sonntag am 30. Juni nach dem Maienanlag durch seinem Schwörer in die Kirche ungefähr der Zeit. Wenn jede uitgeschlossene oud-kolonische Voders nicht sagen wollen, dass sie mit ihrer Familie taub nicht mehr zu unseren Gottesdiensten in Hoffnungsauer Kirche kommen dürfen, dann lohnt ich von der sagen, dass ihr dort von der an mit an taub verboten ist, in unsere Kirche zu kommen. Dit verursacht sehr großen Aufruhr among die wenige Russland-Familien, die noch in Cuauhtémoc woonden, among die Konferenzarbeiter in Cuauhtémoc oder in Chihuahua, und auch among die oud-kolonische Familien, die sich in der Hoffnungsauer Kirche also zu sein, gemerkt haben. Und als die Konferenzarbeiter dort mit der oud-kolonie taub verboten worden war, in der Hoffnungsauer Kirche zu kommen, dann hat die Russländer ihre Gemeinde keinen Prediger. Wenn sich von dort an die wenige Russland-Mennoniten in Cuauhtémoc am Sonntagmorgen zum Gottesdienst versammelten in den ersten Monaten, dann hielten Aaron Redekop selbst und noch ein paar andere Brüder in der Hoffnungsauer ihre Versammlungen aufwechselnd Verlesungen.
Lothar Leid redden gehabt, wann dort zur Jugend ungerecht, Doopfast oder Chasten kommen soll, Preders von Kanada oder der USA dort kommen und an damit bedienen. Die Konferenzarbeiter mögen mit de betroffenen Oldkolonie und mit der Konferenzleider taub die Entscheidung, ob dem Rancho Quinta Lupita, so 5 Kilometer Süden von Cuauhtémoc, mit Schul- und Sonntagmorgen Gottesdienstversammlungen anzufangen. Sie rechten dort ab vererst einen Heinerstall aus Kirchengebiet an und versammelten sich dort Bernen zum Gottesdienst. Sie büten dort ein Schulgebiet und fangen dort Bernen an, am 23. September 1963 an Schule zu haben. Helen Ernst von Rheinland, Manitoba und Lena Lettkemann, wo all an der Hoffnungsauer Schule bei Cuauhtémoc ihre Bildung erholen hat, wären die erste Schullehrer an der Quinta Lupita Konferenzschule. Aus dieser ausgeschlossenen oldkolonische Familienvorders wohnen dort mit der Konferenzarbeiter taub von Aaron Redekop, der Redekop seinem Schwerer verboten worden war, an der Hoffnungsauer Kirche in Cuauhtémoc zu gottesdienstlichen Versammlungen zu kommen, ab dem Rancho Quinta Lupita ihre eigene Schule büten, dann fuhr Aaron Redekop einen Tag nur David Penners in Gnodenfeld und sagte Penner, je bühen je wohl eine Schule, aber je waren da Bernen nicht Schule ungerecht haben. Aaron Redekop versucht in dieser Zeit, alle Konferenz- und MCC-Arbeiter aus Mexiko zu deportieren oder rüberzuschicken. All am zweiten Schultag, am 24. September ab Mittag, wird die Lehrerin Helen Ernst an der Quinta Lupita Schule gemalt. Sie soll die Schule tauschlüten und dann kurz nach der Präsidentia in Cuauhtémoc ankommen. Die andere Konferenz- und MCC-Arbeiter, die auch alle gemalt worden, dort sie kurz nach der Präsidentia kommen sollen. Da in der Präsidentia wären Grenzbeamte in ihre offizielle Kleider und die verlangten streng, dass alle kanadische Arbeiter an ihre Visas wiesen sollen. Alle Arbeiter können die Grenzbeamte ihre Vorge-Immigrantpapieren wiesen, bitte 2 Mädchen nicht. Die hatten noch nicht Vorge-Immigrantpapieren und die wurden aus Mexiko rübergeschickt. Die andere wird alle streng gesagt, dass sie nicht in der Darpa fahren sollen und auch nicht nur die Quinta Lupita Schule. Ich weiß nicht gerade, wo diese Lied dort haben reden gekonnt, dass sie in ihre neue Schule doch weiter mit Freiheit Schule haben können. Aber ihr erster Schulrat oder Schulboard, wo nur aus 3 Männern bestand, Heinrich Lettkemann, Bernhard Penner und Dietrich R. Reimer, die arbeiten von Fuß an sehr mit so einer Person taub aus der Federal Schulinspektor, Professor Nava, Dr. Herrera von der Salubridad, Dr. Berlanga und noch einige andere. Unterschriften wurden gesammelt, Briefe wurden geschrieben an die Gouvernation und so weiter. Diese Männer können dort bei den Regierungsbeamten irgendwo so utarbeiten, dass sie volle Freiheit kriegen, weiter Schule zu haben an ihre neue Schule bei Quinta Lupita. Am 5. Dezember brachte Heinrich Lettkemann ihre Schullehrerin Helen Ernst den Schulhausschlüssel und damit auch die Freiheit, die Schule weiter aufzuhaben. Und am 6. Dezember 1963 fang weiter die Schulunterricht an in der Quinta Lupita Schule. Am zweiten Port vom Schuljahr 1963-64 und am zweiten Schuljahr 1964-65 wären Helen Ernst und David Friesen von Santa Clara die Schullehrer in der Quinta Lupita Schule. David Friesen ist auch einer von den Schuljungens, was bei Santa Clara in Radekops ihre Schule seine Schulbildung erholen hat durch kanadische Schullehrer. In dem Schuljahr 1965-66 wären die Schullehrer in Quinta Lupita Helen Ernst und Peter Penner von Gnadenfeld Nummer 2 bei. Wo wären wird die Konferenzschule bei Quinta Lupita gebaut? Diese Lied wollen ihre Schule auf so einem Land bauen, wofür einer von an seinen eigenen Landtitel hat. Und für das Quinta Lupita Land hatten die Eigentümer ihre eigenen Landtitels. In dit Land liegt angrenzend, aber büter der Manitoba-Kolonie, Oldkolonie ihrem Fleck Koloniesland. Und da wären gleich weg, wollen die ausgeschlossenen Kolonisten, wo Aaron Redekop dort verboten hat, an der Hoffnungsauer Kirche in Cuauhtémoc zu kommen, ihre eigene Schule auf diesem Land bauen. Und weil sie ihre Schule nicht auf dem Koloniesland bauten,
Gleichweg sagt die Chihuahua-Regierung dazu an, dass nicht die Oldkolonie und auch nicht Aaron Redekop ein Recht hatten, diese Gruppe Mennoniten durch ihre eigene Schule zu haben, verbieten können. Als diese Schule im Januar 1964 mit Freiheit existieren kann, dann wurde auch kurz das spanische Lehrprogramm eingeführt. Und so schwind als die Konferenzarbeit an ihre neue Schule bei Quintalopita und Leben geroepen worden wir, dann käme dort noch weiter sehr klar zum Verschieden, dass noch einmal sehr viel oldkolonische Eltern wären, die ihre Kinder auch hier eine bessere Schulbildung geben wollen. Sehr bald fangen einmal noch mehr oldkolonische Lied an, ihre Kinder nur diese Schule zu schicken. Im Jahr 1967 fangen die Lehrer an der Quintalopita Konferenzschule auch an, Sekundaria-Klassen zu unterrichten. Und dort, durch zwei nie toegekommene Schullehrer, Henry G. und Sarah Ernst von Rheinland, Manitoba. Die Schüler soll in dieser Schule nehmen so bosig tau, dass sie durch 1970 all ab 130 gestehen wir. Ein von dem Schuljahr 1970-71 absolvierten die ersten zwei Schülerinnen die Sekundarschule. Beide Absolventen dienten das nächste Schuljahr als Lehrerinnen an ihrer Primarschule. Henry J. und Sarah Ernst haben 15 Jahre als Schullehrer gedient in Chihuahua und Helen Ernst hat dort 40 Jahre lang unterrichtet. Elmer Penners woonden als diese Schule in Quintalopita wir, auch mal in Quintalopita. Penner hat in Cuauhtémoc ein Trocker geschafft. Penners waren beeindruckt von der Schulbildung, was ihre Kinder in dieser Schule erhielten. Und wenn Penner mit seinen oldkolonischen Freunden von Schulsachen redet und dabei antwortet, dass viele von ihnen nicht sehr zufrieden waren mit ihren Schullehrer oder mit ihr ganzen Schulwesen, dann rot er an Tau, ihre Kinder doch auch in Quintalopita Schule unterrichten zu lassen. Penner war auch ein Freund mit Aaron Redekop. Aber als Redekop antwortet, dass Penner oldkolonische Vaters Taurot ihre Kinder in der Quintalopita Schule unterrichten zu lassen, dann sagt Redekop zu Penner, Mira, kijk, ich und du wollen uns als Geschäftsmänner unsere Kinder gut lehren lassen, sodass wir unsere Kuh melken können. Aber wenn alle Oldkolonien ihre Kinder gut lehren lassen, dann haben du und ich keine Kuh mehr zu melken. Das vertelt Elmer Penner mir mal ungefähr so. Aaron Redekop war ein guter Geschäftsmann und hat viele von unseren Lied auch mit vielen Sachen geholfen. Hat uns viel Gutes getan. Aber diese, seine Einstellung, der Oldkolonie gegenüber der Schulbildung, die redet von einer gewissen Selbstsucht. Im Jahr 1976 wird die Quintalopita Schule inkorporiert, wird bei der Regierung anregistriert unter dem Namen Escuela Álvaro Obregón. Im Jahr 1980 werden in die drei Schulen, Quintalopita, Steinreich und Borvalde, top 230 Primaria und Sekundaria Schulkinder. In Bad 1980 hatten 50 Schüler von Sekundarschule graduiert. Im Jahr 1990 wird in dem Dorf Blumenau ein großes Schulgebiet gebaut und alle Primaria- und Sekundaria-Klassen von der Escuela Álvaro Obregón siedelten über von Quintalopita nur ihre neue Schule im Dorf Blumenau. Unter dem spanischen Staatsprogramm wird in dieser Schule in Primaria und auch in Sekundaria-Klassen auch noch Kirchengeschichte, Religion und Deutsch unterrichtet. Aber so eine Vaters, die ihre Kinder in der Konferenzschule schickten, die wurden von der Gemeinde noch lang immer ausgeschlossen. Einmal wurden auch beide Eltern ausgeschlossen, aber meistens bloß die Familie Vaters. In der Zeit, als die Konferenzschule bei Quintalopita anfing, dann hat ältester Isaac am Dick die Gemeindeleitung all an den neuen ältesten Heinrich Dick übergeben. Und das neue älteste nimmt so eine Stellung an, dass wenn oldkolonische Eltern ab der Manitoba-Kolonie mit ihren Familien naar die Quellenkolonie trokken, dort bessere Schulbildung zu finden für ihre Kinder, dann brauchten so eine Eltern dabei nicht von der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Aber wenn Eltern ab der Kolonie wohnen bleiben und ihre Kinder naar de Konferenzschule bei Quintalopita schickten,
dann mussten sie nur uitgeschloten worden. En door wären, dat fair te been dat sie nicht uitgeschloten worden brukten, trokken in deze jaren betere schulbildung voor ihre Kinder te vangen, viele oud-kolonische Eltern met ihre families top van de Manitoba-kolonie en Chihuahua, mangt de kleine gemeente op de Quellenkolonie. Dan, wanneer de familievader oder sogar beide Eltern uitgeschloten worden wären, dann hat dort am Anfang noch allerhand sehr schwere Folgen verahnt. Dann sollen die andere Old-Kolonien diese uitgeschlossene Gemeindenglieder meiden. Und ein von den Dingen, was dort meiden anschließen soll, wäre, dass die Käsefabriken nicht die uitgeschlossene Glieder ihrer Mahlzeiten sollen. Auch danach nicht, wenn ein uitgeschlossener Bürger sein volles Recht hat an eine Kooperativkäsefabrik. Dit soll die uitgeschlossene Kolonisten dwingen, vader ihre Sache mit der Gemeinde terugmachen zu wollen. Aber das schafft nicht. Einer von diesen Männern stellt seine eigene Käsefabrik ab, kauft die uitgeschlossene Bürger ihre Malz auf und milkt selbst Käse. Aber dort meint, dass die verstreut wohnende Leute sich topstonen und in vielen Fällen Malz selbst manchmal weit führen mussten. Nur etliche Jahren, als das immer noch mehr so eine Leute gibt, die entweder wegen ihre Kinder nur die Konferenzshow schicken oder wegen Kaufworte-Jahren uitgeschloten worden wären, dann kauften die Käsefabriken weiter auch die uitgeschlossenen Kolonisten ihre Malz. Ein anderes, was das Meiden von uitgeschlossenen Gemeindenglieder anschließen soll, wäre, dass so eine Lied erfordert, ihre Gebiete, ihre Gerätschaft, ihre Möbel und andere Sachen nicht an die Gemeinde ihre Brandordnung anschreiben dürfen. Etliche Jahre dürfen die Brandschulden die uitgeschlossenen Kolonisten ihre Sachen nicht anschreiben. Und dort meint, wenn so eine Lied erfordert oder irgend andere Sachen verbrennen, dann kriegen sie kein Brandgeld uitgeteilt. Dann mussten so eine Bürger den Brandschaden allein drehen. Aber das ändert sich auch. Nur etliche Jahre, als da ist immer noch mehr so eine Lied wären, die entweder noch uitgeschloten worden wären, wegen ihre Kinder nur die Konferenzshow schicken oder wegen Kaufworte erfahren, oder all ohne uitgeschloten zu worden damit waschen. Dann schreiben die Brandvorsteher mit einmal weiter alle Kolonisten ihre Sachen in die sogenannte Brandordnung an. Hier muss wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der allgemeinen Konferenz ihrer Arbeit in Chihuahua und von was diese Arbeit dort beigebracht hat, dass immer noch mehr old-kolonische und kleingemeinde Eltern ihre Kinder bessere Schulbildung geben können. Und von was dadurch in unserer Geschichte alle geändert haben. But nächstes Mal, ich George Rumpel.